So werden uns die Pfosten so hell. Let's plant some trees. Let's plant some trees. Nice and big and shady, all covered in leaves. Well, they're good for the air. They're good for the ground. I just want to see trees growing all over town. So let's plant some Fangen wir das neue Video an. today. Well, let's plant some trees. Hip, hip, hooray. Cause they may grow much bigger than you someday. Hoi! Willkommen in Drieschta. So, jetzt fangen wir an. Ich habe zwar heute Morgen schon länger angefangen, also seit dem Morgen früh. Und es ist jetzt Mittag und ich habe schon einiges gemacht. Ja, ich bin in der Gemüse Terrasse am Weitermachen. Und zwar habe ich da Pilzrügel. Also das sind Rügel, Holzrügel, die ich im Oktober, November 2022 infiziert habe. Und die sind rundherum gelegen. Und je nachdem könnte das Austern sein. Je nachdem auch nicht. Wir schauen jetzt mal. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall hier eingebaut. Der Pilz ist so. Also sie brauchen so etwa 1,5 Jahre, bis sie so sich richtig etabliert haben. Und ihr seht, da zum Beispiel ist ein Dübel. Und das ist pilzinfiziert, also da hat Shiitake, Austern, Seitling, weiß nicht was alles, nicht mehr genau so richtig. Und die sind jetzt gelegen als Feature, wo hoffentlich auch Pilz gibt. Und der Pilz natürlich geht in den Boden und bereichert den Gemüseboden und den Hang. Und das probieren wir jetzt aus. Wenn es kommt, ist schön. Und sonst ist es auch Nahrung. Und da hinten, da wo die Spaten ist, das fange ich jetzt an. Und da gibt es die letzten Pilzrügel. Und das gibt einen Kartoffel Turm. Genau. Da wird noch eingehakt. Esel. You know, the best time to plant a tree was 20 years ago, but the second best time is right now. So let's go, let's plant some trees Ihr werdet es sehen. today. Hey, well, let's plant some trees for people we don't even know. Cause they'll bring everybody joy as they watch them grow. Yes, they will. Well, if you get down on your knees and plant you some trees, well, they may still be here in many hundreds of years. You can climb, you can hide, you can live right inside. Rig a high line and fly and feel the deepest of pride when you plant some trees today. Well, let's plant some trees today. Oh, let's plant some trees today. Also wie ihr seht, meine Hügelkultur ist am Leben und am Wachsen ganz von allein. Und das bewachst und wächst von allein, dekompostiert und degradiert und geht auseinander. Wird aber gleichzeitig immer wieder Frühstück für irgendwelche Viecher. Und ja, eben wie gesagt, der Pilz ist schon am Wachsen, mehrfach. So lebe ich
der Hügelkultur. Im Permakultur Living alle Paradischi Drieschta. Stein natürlich Happy Habitat. Und auch das Optische. Ja, schlussendlich gibt es ein Bild. Und wenn dann da noch Pilz sprayt, uiuiuiui, gibt es ein richtiges Bild. Wenn man Schnurchen zusammenrechnet, kommt schon ein bisschen Milch zusammen. Wenn das würde ich kein Tier mehr füttern, aber wenn sie es essen vom Boden aus, so soll es sein. Und sonst ist es eine gute Milch für mein Gemüsebeet. Jesus entwickelt sich. So gut, so gut, so gut. Aber die meiste Zeit bleibe ich einfach stehen und dazu schauen. So viel mehr Zeit bleibe ich einfach stehen und dazu schauen. Aber das kann ich nicht filmen, das wäre nicht so spannend. Aber es ist schön, einfach zuschauen. Und es hat immer noch mehr als genug für die Hirne. Abfall, gleich Neufall für Bodenaufbau. Ach, ich liebe wieder die Einfachheit von Permaculture Living. Einfach use what you got, einfach das benutzen, was du hast, für das, wo du dran bist. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Geht hier. Everything you need is right in front of you, when you learn to see. Good things come to you. All you have to do is stop and take a look around. Schön. Ein kleines Hochbeet. Genau, so entlang. Da unten, der ist ja gleich noch nicht so super geil. Aber so kann eine gute Erde von oben her sich gegenüber wirken, dann was alles da wächst. Die Wurzeln auch runter. Und ja, so kann das wirken. Jetzt einfach einmal ein bisschen auffüllen. Mulchen, sacken lassen. Mulch weg, nochmal auffüllen. Mulchen, sacken lassen und fortlaufen und länger werden. So sieht es aus. Auf dieser Seite. Da hinten wird es noch etwas anders aussehen. Aber auch schön. So, Schub. Der Wheelbarrow, also in der Schubkarre. Fettige Erde bereit zum Nehmen. Noch nicht ganz so fettige Erde, aber ja, Waldboden auf jeden Fall. Ja, so geht es zurück und da muss ich nicht mehr graben. Wir sehen, wie grob es wirklich noch ist. Und ja, aber schon ein Haufen Kompost, den man so produzieren kann. Aber es braucht wirklich halt Tiere, um so Mengen zu produzieren. Und Ellbogenkraft, um es immer wieder zu kehren. Don't do anything. So nimmt das Formen an. Und ich rechts wieder und ich bin recht einfach am Hängen und am Geniessen und am Schauen und am Feilen. Und es fühlt sich gut an, mein Gemüsebeet, Gemüse Terrasse. Und langsam Come to all your senses. ganz klar im Design. They'll tell Und you da, wenn ihr everything. dranbleiben, abonnieren, damit ihr auch nicht verpasst, wie es dann grün aussieht. First you have to learn to stop and take a look around. Es ist schon Dienstag. Oder erst Dienstag. Es ist auf jeden Fall Dienstag. Und es hat sich gestern Abend noch angemeldet, 4 neue Mitbewohnerinnen. Jawohl. Aber weißt du was? Die kommen erst am Sonntagnachmittag. Das heisst, erst nächste Woche. Genau. Also wenn du das jetzt am Schauen bist und noch nicht abonniert hast, brauchst du unbedingt dann noch das Glöckchen zu drücken,
Damit du genau weißt, wenn dann die 4 Mitbewohnerinnen auch da sind im YouTube. Hey, genau, so ist es. Ich laufe jetzt mal ins Tal, ich hole mal den letzten Hag, damit ich da fertig machen, weitermachen. Weil eben, wenn sich 4 neue anmelden, gibt es dann wieder mehr zu tun oder auf das Vorbereiten drauf. Darum würde ich gerne anderes fertig haben davon. Genau, darum gehe ich jetzt ins Tal, hinten den Auslauf und überhaupt. Und sowieso, ja, was soll ich denn sonst machen? Take a look around. Dann würde ich sagen, los geht's. Listen to the sound. 20. Pause mindestens. Bin ich auf der Höhe. Nicht mehr weit. Und dann ist das letzte Stück Hag dort für den Front von der neuen Gemüse, der Ann-Jose Terrasse. So ist es. Gemüse und Pilz. In Drieschta. Why not take a whiff? Heute Morgen hatte ich eine Eingebung gehabt. Genau. Und das wird der Abschluss, also der Aussenkant. Weil da muss es ja noch flach werden, um beschaffen arbeiten. Das Mühle da oben kann ich nehmen für da unten ein Beetchen bauen. Ja, so wird auch alles abgesichert und zugemacht. Vielleicht die Esel wollen nicht da drüber. Und am Schluss sehen wir dann, wie es aussehen wird. Aber so mache ich jetzt weiter mal. Take a step outside. So. If you wanna know what your Jetzt. soil is like. Also leider ins Tal. Habe aber schon ein Lager Depot Palette aufgebraucht. Also das heisst, ja, die Etappe ist sowieso schon fertig. Ja, das heisst, weißt du, wie es weitergeht. Hinten oben tue ich noch ein bisschen aushebnen, damit man besser die Mauer arbeiten kann. Also das heisst, das wird eine Stützmauer für das Ausgeebnete. Plus, das sind Blumenbeete und Klettermöglichkeit für andere Blumen. Zaun und alles miteinander. Dann mache ich da noch bis dazu. Ja, und so kommen auch Pilzriegel mehr zur Geltung. Und es gibt dann denke ich, so viel Kontrast, wenn alles grün und blüht und farbig ist. Genau. And what is gonna grow? Also ich bin zufrieden. All you have Ganz to ehrlich do gesagt, is stop. guckt es mich schon ein bisschen an. Jetzt ist Tal. Ich würde wirklich viel lieber weiterbauen. Take a look around. Take a look around. Get your hands into the ground. Don't be scared of the dirt. Stück für Stück, wie ich sehe, komme ich weiter hindern. Das fortlaufend aushebnen, damit es da hinten auch eine Terrasse gibt. Erstens mal muss es flach sein, um da bearbeiten. Und zweitens mal verlangsamen das Wasser, verbessern den Boden und so weiter und so fort. Fortlaufend bin ich im Stein rausgegraben. Wie ihr da gesehen. Genau die Steine werden dann zu Blumenbeet. Ja, Step by Step oben runterschaffen. Und am Schluss ist das ein richtig schöner Gemüse, Frucht, allerlei Beet. Hauptsache zu essen gibt es. It isn't gonna hurt, and if you're brave, Stella, to kannst du try mir the verstoßen, flavor. bitte? Take a handful of that land and go on squeeze it in your hand. Then check out the display. If it stays together, it's clay. But if it falls apart, it's sand. Oh yeah, take a look, take a look, take a look. Read the landscape like a book. Interact, low impact, get your feedback when you take a look around. Abundance will abound. The problem is the solution. Just depends on your perception. Try to change yourself before the world. Yeah, take a look around.
on the inside and the out. 'Cause when you observe yourself, you see everything else. Make good use of it now. So, 3 Höhe stehen. Also ist noch nicht ganz fertig, da fehlt noch eine Ecke. Da müssen wir halt 2 Meter machen. Genau. Aber es nimmt schon richtig Formen. Da geht dann der Weg durch, da gibt es jetzt noch mehr Beete, verschiedene. Ja. Und Setzlinge habe ich ja auch schon gebastelt heute Morgen. Das zeige ich euch noch. Und die setzen wir dann vielleicht heute auch noch. Rund um den Hag. Und ja, super wird super schön. If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Did you know the world around us is much more than one big thing? It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. Ja, ich verspreche, ich bin nicht mehr, wenn du mich rauslässt. Nein, du bleibst da drinnen. Nein, bitte. Endlich habe ich Ruhe. Jetzt bin ich schon 5 Minuten da rein. Ich habe doch keine Geduld mehr. Lass mich raus. Nein, noch bitte. Ich will in diesem Gemüsegefängnis nicht mehr so drin bleiben. Nein, es ist wirklich ganz fest. Das Gefängnis sieht so aus. Aber glaubt, wenn es dann nachher voll grün ist und bewachsen, dann. Sieht es dann top aus. Und dann ist es schattenreich für unsere Gemüse und Salat. So ist es. Dort bei der Schaufel kommt noch ein Eichen rein. Das Baby-Eichli. Und ja, da in der Ecke, also das sind ja auch Pilzhügel. Das ist die Hügelkultur, wo entstande ist, fortlaufend. Mit Pilz drin, habt ihr ja gesehen. Aber ja, Feierabend. Gut, sie geht zur Skiheilig. Ja, ja. Ja, die meine ich genau. Das ist ein Vagabund. Ich sag dir nicht. Fehler ist wirklich, es ist gerade sehr gestresst. Weil ich ignoriere sie aufs Härteste. Und stresst sie so richtig. Genau. Das haben wir sie, oder? Toleranzgrenze. Wir müssen lernen. Unsere Kinder. Samstagmorgen. Und wir sind in den Bergen. Und für die Gäste, für die neuen Mitbewohner, die morgen kommen, aber ihr erst nächste Woche sehen, müssen wir jetzt noch in Hagen Sicherheitstrakt noch erhöhen. So ist es. Aber ich verrate euch trotzdem nicht, wer kommt. Each. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the?
Appreciate the small things, appreciate the small. Yeah, just appreciate the small things, appreciate them all. You don't need $1 billion and a Lamborghini or 20 million followers in bikinis. Appreciate the small things, appreciate the small. Vorne, ich bin bezahlt worden von dem, weißt du noch, der Turmtag, wo ich war, Showtime mit dem Move. Und natürlich habe ich beim Posten auch noch Blümchen und Setzling und Sträuchchen kaufen. Claudia hat noch gesagt, übertreib nicht, bevor ich gegangen bin. Und ich sage, ich kann doch nicht übertreiben, ich kann es ja nicht tragen. Ich habe mehr gekauft, als ich tragen kann. You can do anything you want. Heute regnet es wirklich, glaube ich, auch noch einmal. Und darum habe ich jetzt die Chef wieder in den Stall da. Sie sind gut mitgekommen. Danke vielmals. Ja, und jetzt alle rauslassen, wenn sie raus wollen. Sophia und die Hunde sind noch drin. Ja, nachher müssen wir unsere neuen Gäste holen. Aber das, wie gesagt, sehen wir nächste Woche. Was ich euch aber jetzt noch zeigen kann, ist unser Gemüsegarten, der eingehakt ist. Hat einen Doppelhag draussen, eins, der gross, ganz viele Setzlinge, zum Teil schon gesetzt, hat Äpfel für den Turm. Ja, Claudia und Sophia haben gestern, während ich im Tal war, noch weiter Beete gemacht. Jetzt haben wir die ganze Terrasse voller Beete. Die muss ich nur noch füllen nächste Woche. When it's good for you and good for everyone. Aber ja, das ist jetzt eine Woche voller Terrasse. Schade, habe ich nicht alles schon gepflanzt, weil jetzt, wo es regnet, ist das super. Aber gleich, es klimatisiert sich. Ich gehe jetzt rein, gehe Video fertig schneiden, bevor unsere neuen Mitbewohnerinnen kommen. Ich danke dir fürs Schauen, ich danke dir fürs Liken. Kommentieren habe ich sowieso gerne, weil ja, ich habe keinen Kontakt mit dir und es hilft uns. Genau. Darum, danke vielmals fürs Schauen, Liken, Teilen und überhaupt sowieso wirklich. Die Welt ist ein besserer Ort, wie es dich gibt. Tschüss zusammen, gute Wochenstart. There's no need to wait, just activate. Do what you can with what you've Ich got. kann jetzt doch noch ein kleines Video schneiden. Und ich glaube, es hat dann nachher gerade bis zum Heubrot machen für Tessel und Chef und Hase. Und dann läutet das Telefon. Sali, wir sind unterwegs. Ja, da müssen Sophia sich anlegen und jetzt sind wir auch unterwegs. Und das alles noch, bevor ich das Video geschnitten habe. Ja, darum ein Teaser. Unsere 4 neue Gäste, unsere 4 neue Mitbewohner sind ja keine Gäste, die bleiben auf Dauer. Ja, schön sind's. Ihr werdet es aber sehen. Also kennengelernt habe ich es noch nicht, aber ich freue mich auf sie. Genau gleich, wie wir uns darauf freuen, dass dich nächste Woche wieder zu sehen. So, beenden wir das Video. Unsere neuen Mitbewohnerinnen sind da. Wenn es dich Wunder nimmt, dann weißt du, was du ist. Nächste Woche dann wieder. Tschüss, zusammen. You can grow anything you want if it feeds your soul and anything beyond. Well, you'll have way more if you share it round. So give it everything you've got, and it's gonna be right.